Haut 24. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche von Habscht. Mir war drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habscht. Kantor aus den Ender Vio, Organist a Viersänger den Abbé Joel Zanter. No Singer Urgel Improvisation sangen wir jeweils aus dem Laudate Dominum Mein ganzes Herz, Jésus Berger, au plus haut du ciel, les mains ouvertes, Saint est le Seigneur, Agneau de Dieu, an als Schlusslied Notre-Dame de la Terre. Durchel spielt als Sorti alla Marcia von Thomas Adams.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief mat dich all. Leif Leid zu Habst hei an der Kirch, a leif alle Gu, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. All Sonntag versammeln wir eis als Gottesvolk, ein Volk von Heiligen a von Sünder, für den Herrgott zu loben, ihm Merci zu sagen, als ihn Hilfe zu frohen. Den Herrgott lässt eis nicht am Stach, hier reicht eis die Hand, erkennt eis entgehend. Los ma Anfang von dieser Mass seiner Bäume frohen, am Adne bierden. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte: Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. Halleluja, Halleluja,
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet. Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, stell dich folgende Situation vor. Da sie du bei einem Wandertour in der Weh, dich an de Berger oder an der Wüst. Das schwer Viro kommen, schlecht Wehr. Die technischen Hilfsmittel wie Navi oder Handy funktionieren nicht. Lengoen wie irresponsabel a gefährlich. Es muss Guide dabei sein. Ob den absolute Verlust ist, an dem seiner Feierung in sich blande Männersches uvertrauen kann. Und dann passiert der Teil. Geht, verlässt ein Keamures Friede Gruppe, geht singer weh, a kewes wohin, an könnt net mehr irren. A wie steht er dann do, dir an ihre Gruppe, ohne geht an neicht. Et dauert bis sowes, an neicht geschieht, ke geht wie dabei nach no. Eng unmögliche Situation. So unmöglich muss sich die Situation vorstellen vom Volk Israel an dieser Lesung. Was war passiert? Ihre große Gied, de Moses, hat Lehrer verlost, als Fortgang, und auf den Berg geklommen, für Gott zu treffen, Gott, den Israel durch die Hand von Moses aus Ägypten befreit hat, und sie durch die Wüste feiert. De Moses verschwindet für 40 Tage lang. Aber sie fielen sich am Stachgeloss. Sie wussten ihren Hände kein Rot mehr. Wie soll es weitergehen? Sie sind abgeruhigt und frustriert, weil kein da ist, für sie zu orientieren und zu guidieren. Kein, der noch hinguckt. Da holen sie selber die Feierung an die Hand. Aber unglücklich, mehr unglücklich geht es nicht. Wer Führung bestellt, kriegt sie auch, hat der Bundeskanzler Olaf Scholz am Anfang von seiner Regierung gesagt. Aber so einfach geht das doch auch nicht. Was machen die Israeliten an ihrem Frust? Sie machen sich ein güllend Kalef. Am Mengen, sie geben sich damit nicht eng mit, ein Kraftquell, Erfahrungsreferenz zurückholen. Point von der Geschichte ist aber die, dass genau das nicht geschieht. Den Durcheinander wiest, der Chaos geht nach mir groß, geht unerträglich. Das güllend Kalef kann die erhoffte Feierung nicht herstellen, weil Gottes Kraft sich eben nicht an diesem Monster, diesem Götzenbild materialisiert.
Dat gëllen Kalf lenkt vielmi davon auf, dem Volk wirklich Stärkung an Orientierung aus engem komplizierte Weh durch d'Wüste zu gehen. Die Statue als große Bluff, ein Irrtum, weil sie glatt nicht hält, was ihn sich davon versprach hat. Dafür Götze zum Schluss auch zerstört und auf den Tipp geheit. Mehr war sie nicht wert. Lieber Legur, wir all kennen auch an unserem Leben Situationen, an denen wir all Halt an Orientierung verloren hatten, an denen der Gied, den es bis dahin gefordert hat, auch wenn den inwendige Gied war, ob einmal verschwunden war oder es zumindest so geschenkt wird. Gilt das nicht auch so manchkehren für ein religiöses Leben? Beispielsweise die Momente, wo schwer Lebenskrisen durchführen können, dass man den Glauben Herrgott seine Feierungsqualitäten als seine Begleitung aufstellen oder sogar verlieren. Momente, wo sein Schweigen, sein Nicht-Ergreifen als zusetzen, an Zweifel an als abkommen lassen. Momente, wo auch das kirchliche Leben, Gebet an Gottesdienst, als frien gesinn, a weide weg von unserem Leben zu sinn schenken. Momente, wo wir drauf kommen, et wir gut lomol ob eganer Krat zu sitzen, einerwärts als Heil, als Glück zu sichern, ein andere Weh anzuschluen, eben etwas anderes auszuprobieren. Als alttestamentliche Lesung seht aber du nee, carrément nee. De Weh, den als Ausweh erschenkt, als Wirklichkeit fatalen Irrweh, eng Sackgas. Kliber Chlor get festgehalten, das kein Spielraum do, für et ernst zu gesinn. Gespräch des Gott an dem Moses, die Erzählung vom göllene Kalf, gehören zu den biblischen Texten, die an diesem Sinn unmissverständlich an kategorisch sind, die kein Ausweichen an Umdeuten zulassen. Sowohl wie auch, das geht heim nicht. Wir nehmen entweder oder. Gott oder Götzen. Kein kann zwei Herren dingen. Das leif mat Christen den Appell zum Herrgott unmissverständlich Ja zu soen. Durchhalten a Ja soen, das nennt ihn nach 3. Dazu fordert es Geschichte aus dem Buch Exodus heraus. Und zugleich reflektiert sie, was das dann für Gott ist, dem diesen unbedingte Ja des 3 gilt. Eigentlich ist es ja ein sympathischer Herrgott, den es da beginnt. Und es lohnt sich, diesem Gedanken einmal nachzugehen. War das Sympathie? Sympathie entsteht, wenn ich merke, du passt etwas zwischen mir und dem anderen. Wir ticken zellwicht. Du gibt es eine Komplizität an der Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und du könnt etwas schwingen zwischen dem anderen und mir. An dieser Gott, von dem wir hautieren, kann an diesem Sinn sympathisch sein, auch wenn der Kontext wird erst einmal irritiert. Er kann sympathisch sein, weil er so wie mir richtig aus der Haut fährt, aus der Küste springt, weil sich über sein Volk oprecht, a Rose geht wie eng Spann. Das möchten so menschlich, an nur bei Eis. Der Moses verbringt Zeit Birch, wo Gott präsent ist, an der Zeit möcht Volk werdet wild, et dreht durch. Sie kommen vom guten Weg auf, bieten göllen Kalf vergessen, wem sie hier Zukunft verdanken. Vergessen, wie sie gerettet wird aus der Sklaverei an Ägypten. A Gott, den das bewirkt hat, ereifert sich über so viel Undankbarkeit, steigert sich an Troserei, gerät richtig a Rage und dreht sich im Volk et niederzumachen. Hanner so enger Reaktion sticht eine starken Message. Weil wenn ich Rose sind, heisst das doch auch, dass man nicht egal, was da macht. Es bewirkt etwas immer. Ich will ein Undeel ich. Sonst gibt es mich lokal losen. Sonst gibt es auf Zeit gucken. Dass man eben nicht so lang wie breit.
Aber nach méi sympathisch gëtt den Herrgott durch dat, wat dann am zweiten Deel vom Text passiert. En heeschtet, do huet Gott sein Urteil bereit, dat den iwwer sei Volk ugedreht hat. Dem Viraus geht de Gespräch mam Moses. Obwohl Gott ihm persönlich eng Opfer mischt, die ihm selber am Gegensatz zum Volk Gottes eng groß Zukunft verspricht, geht de Moses net drop an. Me probéiert Gott ze zissen, hien ze besänftigen. An en erinnerten u sei Versprechen, dat engem Volk seinerzeit ginn hat. An hun de Schwur, an hun d'Allianz, d'Verbindung, die trotz allem töcht Gott as engem Volk net opgehoven ass. A Gott lässt sich besänftigen, lässt sich umstimmen, an erinnert sich den Engagement, den Eifer, mit dem des verstackten Volk demuls gerett hat. An ihn ass bereit, hinnen zu verzeihen, an ihnen eng neue Chance zu gehen. Es sympathischen Zug. Roserei an Rei. Stark Emotionen. Gut, dass man Herrgott tun, den des zudem menschlich Gefehler nicht friem sehen. Weil Roserei entsat sie nach Verzweiflung können noch eis legitimerweise packen, wenn man ob als Zeit, als Gesellschaft oder als Kirche gucken. Aber auch den Appell eis zu besinnen, zu verzeihen, gnädig zu sein. Nicht stur wie Panzer, nicht Herde wie Stehen, nicht Mauern und nicht betonieren. Des sympathischen, barmherzigen Herrgott, den des Beise lädt as am mit as. Das, liebe Brüder und Schwestern, die grundlegenden Gottesimpuls aus dem Alten Testament. Das der grundlegenden Gottesimpuls, den de Jesus assingeriert iwwer Gottesreich opgreift an all seine Gleichnisse, haut tun wir da zwei davon hören. Das der grundlegenden Gottesimpuls, den de Paulus aus Palästina heraus an die Welt vom Römerreich wird drohen. Das der grundlegenden Gottesimpuls, den noch eis Christen an eisem Reden, an Handeln soll inspirieren an Machtgeieren. Gott, den dat Beist lädt as, den sich erweche lässt, an den barmherzig as. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für Jesus Christus dürfen wir als Gebet dafür bringen, weil die Herrn hat uns aufgefordert, allzeit zu frohen und am Vertrauen auf Gott nicht not zu lassen. So will man auch lo beten. Für Frieden und Verständigung unter den Menschen, und für gut Wehe von der Zusammenarbeit. Christus Herr eis. Für als christliche Kirchen los die ökumenischen Bemühungen an Richtung füreinander weitergehen. Christus Herr eis. Für all die, die den Dienst an der Kirche überholt haben, los sie zu Zeiten vom Glauben an der Lebt gehen. Christus Herr eis. Für eis krank, los sie Hilfsbereitschaft a Gutheit erfuhren. Christus Herr eis. Für die Menschen, die sich eisem Gebet vertraut tun, los sie durch den Gnot gestärkt, couragiert durch die Leben gehen. Christus Herr eis.
Denk wir da, Herr a Gott, sie für eis voll Kraft erleben. Sie richten eis op in Zuversicht für die nächsten Schritt. Wir sollen dir Merci für den Gnot an den Gegenwart, den du liebst und herrschst an all Ewigkeit. Amen. Dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, nimm die Gebete und Gaben deiner Kirche an, und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deine Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden, in allem außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohne geliebt hast.
Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef,
deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir feiern das Mass als Stiftung für die Verstorbenen von der Familie Seiler-Bartholé. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Los mal zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, ist Teilhabe am Blut Christi. Das Brot, das wir brechen, ist Teilhabe am Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Entre la lumière
wird d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Habscht. Auch den nächsten Sonntag überdrom mat Massnees von Habscht zu den normalen Zeiten. Und nun schalten wir zurück an den Studio.